Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum zweiten Spieltag in der Champions League, zu Hause gegen den FC Barcelona. 2:0 gewonnen, ja, verdient, nicht verdient. Ich würde mal sagen, wir haben heute das Glück gehabt, was wir die letzten Unentschieden-Spiele nicht hatten, beziehungsweise Barcelona hatte einfach mal das Bayern-Glück, was Bayern die letzten Spiele hatte, wo sie unentschieden gespielt haben. Das ist Fußball, ne? Ja, wenn man allein die Chancen sieht, wäre natürlich ein Unentschieden gerechter gewesen, als dass wir das Spiel 2:0 gewinnen. Keine Frage, aber wie gesagt, so waren unsere Spiele in der Bundesliga, die letzten 3 Spiele alle so. Wenn man die Tore halt nicht macht, wenn man die Chancen hat, gewinnt man das Spiel halt nicht, ne? Und um das gleich mal vorwegzunehmen, ja, Barcelona hat mit einem Neuner gespielt, mit Levi und hat trotzdem kein Tor geschossen. Ne, nur mal, weil immer diese Diskussion immer noch aufkommt, dass es irgendwo daran liegt, dass der Levi jetzt bei uns nicht mehr auf dem Platz steht. Ja, anscheinend ja nicht, ne? Gut. Erste Halbzeit, denke ich, geht ganz klar an den FC Barcelona. Zweite Halbzeit geht ganz klar an uns. Von daher, auch von der Chancenverteilung her, würde ich schon sagen, unentschieden wäre natürlich gerechter gewesen. Einzig strittige Szene, erste Halbzeit, den Elfmeter, war für mich jetzt auch kein Elfmeter. Sage ich euch ganz ehrlich. Natürlich, Vereinsbrille auf, keine Frage. Natürlich war ein Kontakt da. Davis hat den Fuß hingestellt. Dembele hat das natürlich gerne angenommen. Nichts gegen Dembele oder wie auch immer, aber wir kennen ihn lange genug aus der Bundesliga, dass er sich sowas nicht entgehen lässt, ist auch klar. Und ich denke, das wird er einfach auch ein bisschen mit reingespielt haben bei der Bewertung. Ja, weil der Fuß von Davis stand zuerst da und er läuft dann gegen den Fuß. Natürlich ist dann Kontakt da. Ja, in der realen Geschwindigkeit sah es anders, sah es schlimmer aus, wie es in der Wiederholung war, meines Erachtens nach. Aber natürlich hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn es Elfmeter gegeben hätte. Wie gesagt, es war ein Kontakt da. Aber meines Erachtens nach wurde das richtig ausgelegt, dass Dembele halt in den Fuß reingelaufen ist und nicht, dass Davis ihn mit dem Fuß attackiert hat. Für mich stand der Fuß von Davis zuerst und dann kam Dembele und ist in den Fuß rein. Ja, also wenn es dafür dann für solche Schoten jedes Mal Elfmeter geben würde, weiß ich nicht. Also für mich war es eine richtige Entscheidung. Ja, ist meine persönliche Meinung. Ansonsten muss man sagen, dass wir erste Halbzeit nicht Bayern-like gespielt haben. Wir haben erste Halbzeit teilweise Angsthasenfußball gespielt. Das muss man mal so klipp und klar sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Vorgabe war vom Nagelsmann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns erste Halbzeit viel zu sehr an Barcelona orientiert. Ja. Wir haben alles vermissen lassen, was wir in der zweiten Halbzeit, so die ersten 25 Minuten gezeigt haben, haben wir in der ersten Halbzeit gar nicht gezeigt. Barcelona hat uns einfach nur, die standen, haben uns vorne zugestellt und wir haben keinerlei Ideen gehabt, wir haben keinerlei Selbstvertrauen gehabt, den Ball mal hinten rauszuspielen. Wir haben es 2-3 Mal versucht, es ging jedes Mal derbe schief. Man muss sich halt bewegen dann, wa? Wenn man vorne zugestellt wird, kann man nicht da stehen und sagen, ja, jetzt steht zwischen mir und dem Ball ein Gegenspieler. Was mache ich denn jetzt? So, und das hat unsere ganze Mannschaft, komplett der Mannschaft hat das getan. Es hat sich keiner bewegt, hat sich mal freigelaufen, nix. Wenn sie einen Ball gekriegt haben, natürlich gab es gleich Druck. Kimmich unter aller Sau. Ich verstehe auch nicht, warum Kimmich in der zweiten Halbzeit noch auf dem Feld stand, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde es wieder super schade, dass der Sabitzer weichen musste für Goretzka. Der Wechsel war okay, aber ich hätte mir den Wechsel gewünscht, Goretzka für Kimmich. Ja, also Kimmich war ein Totalausfall. Kimmich ist in diesen Spielen immer, wenn er Druck kriegt von einem Gegenspieler, hat er keine Lösung. Dann hat er so viele Ballverluste, wie wir es heute in der ersten, auch in der zweiten Halbzeit teilweise noch gesehen haben. Sobald er angelaufen wird, Druck hat, erstens hat er gar nicht die Möglichkeit, oder super selten mal dem Spieler, der angelaufen kommt, der ihn anläuft, einfach mal durch eine Körpertäuschung sonst was ins Leere laufen zu lassen und den Ball dann nach vorne zu spielen, um mal Raum zu gewinnen, so wie es
jahrelang bei einem Thiago gesehen haben. Oder so, auch wie wir es schon öfters beim Grafenberg gesehen haben, wenn er mal auf dem Feld war. Nee. Siehst du beim Kimmich nicht. Ist Kimmich seine Schwachstelle, brauchen wir nicht drum herum reden. Heute wurde sie gnadenlos aufgedeckt von Barcelona. Ja, ich verstehe es nicht, warum er weiterspielen durfte, sage ich euch ganz ehrlich. Er wurde mit der Zeit dann ein bisschen besser, weil er auch nicht mehr dann so unter Druck gesetzt wurde von Barca. Barca war nicht mehr so präsent, zweite Halbzeit, weil wir endlich mal aus uns herausgekommen sind und endlich mal das Spiel gespielt haben, wie wir Fußball spielen. Ja. Erste Halbzeit haben wir uns ganz klar, nach meinem Empfinden, an Barcelona ausgerichtet, haben gesagt, oh, Dembele ist aber so schnell, oh, Raphinha ist ja so schnell und der Levi ist ja auch noch da. Nee, wir bleiben erstmal hinten stehen, wir pressen nicht. Wir haben nicht einmal Pressing gespielt, erste Halbzeit. Nicht einmal. Ja, vorne sind mal zwei ein bisschen angelaufen, aber vorne waren auch alle drei Müller, Mané, Sané Totalausfälle. Da ist keiner gelaufen, alles nur getrabt. Der Einzige, der vorne aktiv war, war Musiala. Musiala wurde auch wieder ausgewechselt. Und ein Sané wurde meines Erachtens viel zu spät ausgewechselt. Aber da kommen wir gleich drauf. Wie gesagt, erste Halbzeit war, ich weiß es nicht, ob wir zu viel Respekt hatten. Ich weiß nicht, was da angesagt wurde. Hat mir gar nicht gefallen. Ja, wie gesagt, das war wieder wie gegen Stuttgart. Wir haben ein Heimspiel, da musst du ballern die erste halbe Stunde. Da musst du Gas geben, so wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben. Du musst die Zweikämpfe gewinnen, du musst laufen, du musst dich bewegen. Ja, Barca hat uns gut zugestellt, aber wenn man sich dann auch nicht bewegt, dann hat man halt auch keine Anspielstation. Ja? Zweite Halbzeit hat uns Barca auch ein, zwei Mal noch versucht zuzustellen. Ja, da hat der Neuer dann halt gleich direkt den langen Ball gespielt. Ja, richtig so, fertig. Wenn du es nicht hinkriegst, dich hinten rauszuspielen, dann spiel den langen Ball doch direkt. Und hab nicht dann da hinten die Ballverluste, die richtig wehtun. Woraus dann auch die Chancen entstanden sind für Barca. Das muss man ja mal ganz klar sagen. In der ersten Halbzeit. Ansonsten erste Halbzeit auch die Abwehrreihe komplett überfordert. Ja, komplett überfordert. Der Einzige, der gut war, abwehrtechnisch, war der Davis. Klar, mit ein Pavard war dann unglücklich. Mazrui, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht nach der Einwechslung. Und man hat es dann gesehen, wenn wir nach vorne verteidigen. Da haben wir den Upa doch heute gesehen und Hernandez, was das für Tiere sind. Wenn wir einfach mal die Eier haben und nach vorne verteidigen, was wir in der ersten Halbzeit nicht getan haben. Wir standen nur hinten. Wir standen komplett hinten, haben gewartet. Ja, Barca, lass mal kommen und wir gucken mal. Und wenn die natürlich dann auf uns zudribbeln, auf uns zulaufen und wir stehen, bist du immer schon im Nachteil als Abwehrspieler. Ja, zweite Halbzeit haben wir dann endlich den Fußball gespielt, den wir können. Wir haben nach vorne verteidigt. Auch die Vierer Abwehrkette hat nach vorne verteidigt. Allein wie viele Bälle der Upa den Levi schon vorher weggenommen hat, bevor er überhaupt am Ball war, hat das doch ganz klar gezeigt. Und so hättest du von Anfang an auftreten müssen. Ja. Wir haben erste Halbzeit richtig Glück gehabt, muss man so sagen. Ja. Oder Barca das Pech. Barca war klar besser, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja. Gut, so nach einer halben Stunde waren wir ein bisschen, was so auf Augenhöhe so etwa, also die ersten 10 Minuten war ganz gut von uns und danach hat nur noch 20 Minuten lang Barca gespielt. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Hat auch genug Torchancen gehabt. Dann warst du auf Augenhöhe, dann sind wir ein bisschen rausgekommen, war schon ein bisschen besser. Und zweite Halbzeit dann, so die ersten 20, 25 Minuten haben wir dann endlich den Fußball gespielt, den wir können. Haben uns dann durch eine Standardsituation belohnt, habe ich schon oft genug gesagt. In so einem Spiel musst du dann einfach auch mal einen Standard nutzen. Haben danach auch noch einige gute Chancen gehabt, ja, auch einige gute Umschaltmomente. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch schon gute Umschaltmomente, aber da hat wieder die Präzision gefehlt. Müller teilweise, aber auch zweite Halbzeit war Müller wieder teilweise, Alter, weiß ich nicht, hat mir gar nicht gut gefallen heute. Ja. Aber zweite Halbzeit war es dann echt gut. Ja. Wir haben den Ball dann auch mal in den eigenen Reihen gehalten. Klar, Barca hat dann auch nicht mehr so die Power gehabt, hat natürlich auch Kräfte gekostet, wenn du die ganze Zeit so hoch anläufst. Das hat man auch ein bisschen gemerkt, fand ich. Aber dann waren wir auch präsenter. Wie gesagt, wir haben dann endlich nach vorne verteidigt. Wir sind endlich direkt in die Zweikämpfe. Wir haben Barca dann auch mal unter Druck gesetzt. Gepresst, das haben wir erste Halbzeit gar nicht. Ja? Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube nicht, dass das die Mannschaft sagt, nee, wir stehen jetzt mal, wir stellen uns hinten rein. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht eine taktische Anweisung war. Wenn, denke ich, hat man gesehen, dass das ja, wir sind der FC Bayern und nur weil da Barcelona komme im Levi, müssen wir trotzdem unseren Stiefel spielen, was wir können, was uns stark macht. Ja, und wenn du dann einen fängst, weil du hoch attackierst, ja, dann ist das halt so. Ja. Guckt euch an, Barca hatte auch so 5 große Chancen oder 4 in der ersten Halbzeit.
Ich glaube nicht, wenn wir so gespielt hätten, wie wir zweite Halbzeit gespielt haben, dass sie die Chancen auch gekriegt hätten. So. Aber im Nachhinein ist man schlauer. Wir haben 2:0 gewonnen, alles gut, alles schicki. Aber nur mal so die erste Halbzeit aus meiner Sicht. Wie gesagt, zweite Halbzeit war es ein bärenstarkes Spiel. Gerade Goretzka hat 20 Minuten wirklich Gas gegeben. Hat viele Bälle auch nach vorne verteidigt, viele Bälle gewonnen. Aber generell alle. Ja, unsere Innenverteidiger allein, was die nach vorne verteidigt haben. Und ja, dann kommst du natürlich auch besser ins Spiel, weil wir dann auch mal die zweiten Bälle haben wir auch mal geholt vorne. Das haben wir erste Halbzeit halt auch gar nicht. Auch hinten, ja. Dann haben wir den Ball mal hinten ein bisschen rausgespielt und dann spielen wir irgendeinen Fehlpass Barca in die Füße. Und das war 4, 5, 6, 7 Mal in der ersten Halbzeit der Fall. Davon waren schon 4 oder 5 von Kimmich alleine. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Gut, ich gucke mal, ob mittlerweile Statistiken hier auf der Bayern-Seite sind. Irgendwie brauchen die mittlerweile 200 Jahre, sind leider nicht da, aber wir können ja wenigstens hier bei Live-Score gucken. Wenigstens, dass wir mal so ein paar Statistiken kurz haben. Ob die alle so stimmen, kann ich euch jetzt hier auch nicht sagen. Ja, aber wenn wir Shots on Target nehmen, haben wir 4-4. Shots auf Target 5-9. Ja, ach, off Target. Also aufs Tor 4-4. Schüsse 5-9. Geblockte Schüsse gibt es hier noch 3-4. Gut. Ballbesitz 47-53. Ja, das spiegelt das wieder. Erste Halbzeit war Barca mit Sicherheit ganz klar vorne. Zweite Halbzeit waren wir ganz klar vorne. Ecken 4-4. Abseits 3-3. Foul 12-8. Ja. Gelbe Karten, Goalkeeper Saves, Goalkicks. Ja, gibt jetzt auch nicht sehr viel her, die Statistik. Aber wie man es anhand dieser Statistik auch sieht, halt schon super ausgeglichen, das Spiel, ja. Aber aufgrund der, wie ich sagte, erste Halbzeit Barca klar besser, zweite Halbzeit waren wir klar besser. Hätte man aber, gibt es hier eine Dingens, Zweikampfstatistik, gibt es hier nicht wirklich. Ja. Das wäre noch interessant gewesen, aber erste Halbzeit hat Barca halt die Zweikämpfe ganz klar gewonnen. Barca hat auch viel, viel mehr, was ich ja bei uns so ein bisschen immer anprangere, Positionswechsel gehabt. Gerade erste Halbzeit, ja. Der BD war 20 Minuten insgesamt auf der linken Seite und die andere Zeit war er auf der rechten Seite. Also da waren viel, viel mehr Positionswechsel. Wir hatten auch 1-2 Mal kurze Positionswechsel in der ersten Halbzeit. Aber ganz ehrlich, in der ersten Halbzeit hat das auch keinen Sinn gemacht, weil wir vorne gar nicht stattgefunden haben, abgesehen von Musiala. Muss man mal ganz klar so sagen. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, wenn wir diese 4 Spieler haben. Ich denke, um jetzt mal so Richtung der einzelnen Spieler zu kommen. Ich denke, man hat es gesehen, Mané war heute, ja, war ein Komplettausfall. Ja? Anders kann man das nicht nennen. Ja, hat geackert, gemacht, getan, alles gut. Aber völlig chancenlos, völliger Ausfall. Hätte ich mir schon ganz ehrlich viel, viel eher einen Wechsel gewünscht, ja. Ich denke, man auch gerade, wenn man Sané nimmt, ab der 70. Minute stand der nur noch hinten. Der stand aber auch nur. Der stand nur. Er ist nicht mal in den Zweikampf reingegangen oder sonst was und schmeißt dann noch die Flasche auf den Boden, weil er ausgewechselt wird. Erstmal ist das eine absolute Respektlosigkeit der Leute, die reinkommen, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben. Hätte er geackert, hinten alles gut. Hätte er die Flasche ballern können, hätte ich voll verstanden. Aber er stand wirklich nur noch seit 10 oder 15 Minuten hinten drin. Er hat sich das angeguckt. Der Ball war 2 Meter von ihm entfernt. Da ist er gar nicht in den Zweikampf gegangen, hat nur zugeguckt. Und ja, wenn es da mal irgendwie einen Ballgewinn gab, dass er nochmal nach vorne laufen konnte, das hat er noch gemacht. Aber das war es auch, ja. Und dann hat man sich nicht aufzuregen, wenn man ausgewechselt wird. Auch wenn er davor in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht hat. Aber erste Halbzeit war er genauso ein Totalausfall wie Mané und Müller. Ja? Also da muss man mal, weiß ich nicht, hat mir nicht wirklich gut gefallen, das Verhalten. Aber gut, verteilen wir mal Noten. Neuer sehe ich bei einer 3. Ja, hat natürlich erste Halbzeit zweimal sehr gut gehalten. Beim zweiten Mal so ein bisschen Glück, wo er ihn hier macht gegen Levi. Ansonsten auch, ja, wieder 1, 2 leichte Fehlpässe drin gehabt und war wieder ein bisschen schwierig. Da denke mal, da geht auch noch ein bisschen mehr konzentrationstechnisch. Ich glaube nicht, dass er im Alter jetzt die Technik verlernt hat. Von daher würde ich eine 3 sagen. Pavard können wir leider nicht bewerten, war relativ frühzeitig raus. Opa für mich heute bärenstark.
Wobei man auch da ein bisschen Abstriche erste Halbzeit machen muss, obwohl er da auch, ja, so die letzte Konsequenz haben wir dann gut verteidigt, ja. Wir haben aber so Barca immer den Raum gegeben, die Chancen überhaupt zu kreieren, ja. Was wir in der zweiten Halbzeit nicht gemacht haben. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir nach vorne verteidigt. Wir sind rausgerückt, wir haben die Leute erst gar nicht den Ball in der gefährlichen Zone annehmen lassen. Was wir in der ersten Halbzeit konnten, die teilweise spielen, wir standen nur und haben zugeguckt, also das war grausam, ja. Aber wenn wir die gesamte Leistung nehmen, würde ich Upa heute eine 2 geben. Hat ein Levi gerade zweite Halbzeit extrem abgekocht, ja. Und auch erste Halbzeit war er immer noch mal so zur Stelle kurz vorher, wenn es eng wurde beim Levi. Hat mir ganz gut gefallen. Hernandez würde ich bei einer 3 sehen. Gut, mit dem Tor müssten wir ihm eigentlich auch eine 2 geben. Ja, ist schon richtig. Wann macht er mal ein Tor, wa? Ansonsten natürlich eine ganz grundsolide Leistung. Auch erste Halbzeit so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, ich kreide das noch nicht mal den beiden an. Ich denke, das wird eine taktische Anweisung gewesen sein, dass wir nicht so nach vorne verteidigen. Und das ist ganz klar nicht unsere Stärke. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, von daher würde ich Luki auch eine 2 geben. Ich hoffe, er ist nicht schwer verletzt. Ich weiß auch nicht, ich bin direkt nach dem Spiel mit der Aufnahme. Sah nach einem Riss aus. Wenn es nur ein leichter Muskelfaserriss ist, sind es vielleicht 2-3 Wochen. Wenn es irgendwie ein Bündelriss ist oder sowas, ja, dann Halleluja. Natürlich super schade. Drückt mal die Daumen. Dasselbe bei Pavard. Bin ich auch gespannt, aber bei Pavard sah es jetzt eigentlich nicht so schlimm aus. Weiß ich nicht. Müssen wir mal abwarten. Alphonso Davies. Für mich mit Musiala die einzigen und Sabitzer waren so die 3, die in der ersten Halbzeit wirklich gut waren. Ja? Fonsi hat sich richtig den Arsch aufgerissen, hat richtig Gas gegeben. Musiala der Einzige, der vorne gefährlich wurde. Und Sabitzer hat so viel weggearbeitet wie der erste Halbzeit. Die gelbe Karte war ein absoluter Witz, ja, weil er sogar beides noch wegzieht, beide Beine. Also die haben sich immer ganz leicht gestreift, beide. Da eine gelbe Karte zu geben, war lächerlich. Fonsi eine ganz klare 2 auch in meinen Augen, ja. Und zwar beide Halbzeiten war er gut. Dass du Barcelona, gerade die Spieler Dembélé und auch ein Raphinha und sowas, alle nicht 90 Minuten komplett aus dem Spiel nehmen kannst, ist auch klar. Das ist genauso, als wie du unsere Spieler nicht komplett 90 Minuten aus dem Spiel nehmen kannst. Und von daher, dass Barca mal auch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Chance kreiert, ist normal, ja. Das kann man nun mal nicht in 90 Minuten verhindern. Aber Fonsi für mich ein bärenstarkes Spiel gemacht. Kimmich war für mich eine klare 4. Kimmich war nicht gut. Erste Halbzeit komplett überfordert, wie Kimmich aber, wie ich schon sagte, immer ist. Sobald du einen Kimmich anläufst, wenn wir gepresst werden und der Kimmich wird angelaufen, ist der Kimmich komplett überfordert. Komplett. Er kriegt keine Ruhe ins Spiel. Das Einzige, was er ab und wann dann hinkriegt, ist, den Ball klatschen zu lassen, um wieder auf den Innenverteidiger zu spielen. Ja, er kriegt es aber nicht hin, den Ball mal anzunehmen, mal eine Drehung zu machen und den Ball zu verteilen oder sowas. Wenn der Kimmich Ruhe hat, kann den Ball annehmen, hat Platz vor sich, ist er ein bärenstarker Spieler. Gar keine Frage. Aber das andere kann er nicht. Das haben wir letzte Saison schon gesehen und ja, das hat Barca heute ganz klar aufgezeigt und weiß ich nicht, da muss man den Kimmich vielleicht auch mal rausnehmen, sage ich euch ganz ehrlich. Zweite Halbzeit war es dann natürlich ein bisschen besser, weil Barca ihn nicht mehr so angelaufen hat, beziehungsweise wir halt mehr auch offensiv verteidigt haben. Aber ich fand es schade, ich hätte Sabitzer auf dem Platz gelassen als Sechser. Er hat für mich den besseren Part gespielt als Kimmich. Aber am Ende des Tages haben wir 2-0 gewonnen, gibt also dem Nagelsmann recht, aber meines Erachtens nach hätte man auch einen Kimmich rausnehmen können, anstatt einen Sabitzer. Sané will ich heute bei einer 3 sehen. Bei einer 3- für seine Aktion bei der Auswechslung. Wie gesagt, fand ich absolut respektlos unserer Mannschaft gegenüber. Wie gesagt, hätte er geackert, hätte gefightet und so, hätte er das völlig zurecht machen können. Aber die letzten 10, 15 Minuten, die er auf dem Platz war, ich habe schon die ganze Zeit gewartet, dass er endlich rausgenommen wird. Weil alles über die linke Barca hat das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Sie haben nur noch über die linke Seite gespielt und Sané stand da nur. Ja? Hat mir nicht gut gefallen und dann macht man sowas auch nicht. Ja, dann geht man runter. Okay, er war vielleicht platt, weil wir erste Halbzeit nur hinterhergelaufen sind. Alles gut. Ist doch okay. Mein Gott, dann ist das so. Dann geht man raus und ist doch alles gut. Da muss man aber doch nicht so einen Affen machen und sich da aufspielen irgendwie. Fand ich lächerlich, sage ich euch ganz ehrlich. Gehen wir rüber zu Mané. Mané würde ich heute auch nur bei einer 4 sehen.
Mané war auch nicht gut. War unauffälliger noch wie ein Sané. Hat aber auch, man muss fairerweise sagen, weniger Bälle gekriegt. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es kommt mir so vor, als wenn er einen Ticken die Fitness fehlt oder sowas. Ich habe auch nicht verstanden, warum er so lange auf dem Platz war. Wir haben einen Tell da, der super heiß ist. Man hat das gesehen, wie viel der geackert hat. Der kam rein, der ist defensiv gleich gerannt wie ein Berserker. Auch ein Gnabry, super starkes Spiel defensiv. Ja, nach vorne war nicht mehr viel. Es stand halt 2:0, da ging es darum, die Seiten dicht zu machen und Gnabry hat super hart mit nach hinten gearbeitet. Ja, muss man mal lobend hervorheben, weil das ja auch nicht so seine Kernkompetenz ist. Ja, Musiala, ja, würde ich schon auch bei einer 2 sehen. Ja, erste Halbzeit definitiv der auffälligste da vorne. Zweite Halbzeit auch noch ein paar gute Szenen gehabt, hat auch manchmal ein bisschen Pech gehabt mit dem einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung, wie ich fand. Ne? Aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Müller, ja, Müller, ich weiß, ich tue mir im Moment immer schwer, den Müller zu bewerten. Sind wir mal human und geben ihm eine 3-, weil er halt immer noch der ist, der noch ein bisschen mehr gelaufen ist wie ein Mané und ein Sané, aber trotzdem ist er für Müller, ist er meines Erachtens nach erster Halbzeit auch extrem wenig gelaufen. Ja. Lache natürlich auch daran, dass er so den Neuner gespielt hat, zumindest so 3/4 der ersten Halbzeit und sich dann so wahrscheinlich so gedacht hat, ja, ich kann jetzt nicht bis zum eigenen 16er mit nach hinten laufen, ja, dann haben wir keinen vorne so. Mag sein, dass es daran lag. Ansonsten leider wieder so bei 1, 2 Szenen wieder komplett überfordert, den Ball mal schnell zu machen. Ja. Sehr schade. Aber im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, wir haben 2:0 gewonnen. Aber was sollen wir uns da beschweren? Mats Rui können wir bewerten, 70 Minuten gespielt. Ein super Spiel gemacht, würde ich auch eine Note 2 geben. Ich habe keinen Fehler gesehen. Nach hinten hat er viel geackert, hat auch noch gegen Levi da in der ersten Halbzeit noch einmal schön in den Fuß reingehalten, alles weggearbeitet. Nach vorne hin sehr, sehr gute Aktion gehabt. Natürlich ist er ein offensiverer Part wie ein Pavard, man ganz klar gesehen. Ist auch 2, 3 Mal bis zur Grundlinie und hat dann reingeflankt. Ja, da hätte uns dann ein großer Mittelstürmer gut getan wahrscheinlich. Aber hat meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht, wie ich eine 2 geben. Tell, ja, für die 15 Minuten, die er auf dem Platz war, wie gesagt, der kam rein, der hat gleich Bock gehabt, der hat gleich mit nach hinten gearbeitet, war auch der Einzige, der dann noch ein bisschen nach vorne machen wollte. Ja, hat man auch ganz klar gesehen. Hat er dann auch noch so einen Alleingang versucht mit einem Torschuss. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich mir viel, viel eher gewünscht, weil, wie gesagt, wenn man wirklich objektiv ist, war Mané ein Ausfall heute. Ja, er hat viel versucht, aber gerade zweite Halbzeit hat man dann auch gesehen, die Luft ist einfach komplett weg. Ja, da hätte man sonst hätte es auch einen Gnabry bringen können, einfach mal was Frisches rein. Aber aufgrund der Leistung in den letzten Spielen hätte so ein Tell da reinbringen müssen. Ich glaube, der hätte da nochmal richtig Schwung gebracht. Und ich würde ihn auch gerne endlich mal mit Musiala gleichzeitig auf dem Platz sehen. Irgendwie ist das noch nicht so wirklich passiert, glaube ich, oder? Musiala ging halt auch in der 80. noch raus. Dann kam Grafenberg. Grafenberg hat es auch gut gemacht, wie ich fand. Auch sofort präsent auf dem Platz. Ja, man hat gesehen, der will, der hat Bock, der ist heiß. Sehr, sehr gut gefallen. Ja, bei 10 Minuten können wir die beiden jetzt nicht groß benoten. Gnabry habe ich auch schon gesagt. Gnabry, ja, es war dann halt gefordert, mehr auch ein bisschen nach hinten zu machen. Das hat er super gemacht. Nach vorne hatten wir jetzt nicht mehr so viel Interesse. Wie man dann so gesehen hat, ab der 75. so, dann ja, hätten wir vielleicht nochmal einen Konter gekriegt, hätten wir den vielleicht nochmal gefahren, obwohl wir 2, 3 Mal die Chance auch hatten und dann wieder eher hintenrum gespielt haben. Was diesmal ja gut ging, alles gut, ja, gibt's nichts zu kritisieren. Goretzka für Sabitzer eine Halbzeit lang, ja, habe ich ja schon gesagt, Goretzka war 20, 25 Minuten echt super präsent. Danach war er auch nicht mehr so auffällig, hat aber viele Wege zugemacht, ja, so ähnlich wie ein Sabitzer auch. Hat viel zugestellt hinten. War echt okay und ich würde ihn auch bei einer 3 sehen. Ja, bei einer guten 3. Aber ich tue mich immer schwer, so einen Spieler für 45 Minuten dann irgendwie die gleiche Note zu geben wie ein Spieler, der 90 Minuten ein gutes Spiel macht. Ja. Wie gesagt, ich fand die Auswechslung vom Sabitzer ein bisschen unglücklich, in meinen Augen nach. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da so hinstellt und sagt so, ja, der Kimmich ist aber so die Autorität auf dem Platz. Weiß ich, finde das ein bisschen zu überbewertet. Dafür war der Kimmich die letzten Spiele einfach zu schlecht. Ja.
Das muss man auch mal so sagen. Ich bin großer Kimmich-Fan, im Gegensatz zu vielen anderen aus meinem Bekanntenkreis, die es mit dem FC Bayern haben, ja. Aber die letzten Spiele war er einfach nicht gut. Und dann muss man, der Sabitzer war besser. Punkt. Ja. Klar kann der Kimmich den besseren Ball nach vorne spielen, der auch mal zum Tor führen kann. Ja, keine Frage. Aber in so einem Spiel wie heute, wo er die ganze Zeit durchgehend fast Druck hat, kannst du den Kimmich halt einfach vergessen. Und dann, ja, warum nicht dann nicht einen Grafenberg die Chance geben oder halt einen Goretzka und einen Sabitzer mehr den defensiven Part machen lassen und ist doch gut. Ja. So, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe am Nagelsmann. Und das andere, was ich zu kritisieren habe, ist, dass ein Mané so lange auf dem Platz war. Und auch, dass ein Sané ab der, ja, wann wurde der ausgewechselt? Genau, in der 80. Ja, ab der 70. war der tot. Gefühlt. Der stand nur noch. Er stand wirklich nur, sei es ging mal nach vorne, dann hat er nochmal angezogen, aber nach hinten gar nichts. Er hat keinen Zweikampf hinten genommen, hat sich das nur angeguckt. Da hätte man viel, viel eher reagieren müssen, ja. Da habe ich echt ein bisschen Sorge gehabt, dass es bald klingelt, weil über die Seite, da ging alles. Über die Seite hat Barca das, gerade mit dem Frenkie de Jong, der hat das natürlich gesehen, der ist natürlich ein Fuchs und ja. Das sind so die Sachen, die ich zu kritisieren hätte. Am Ende des Tages ist es gut gegangen, wir haben 2:0 gewonnen, wir sind alle zufrieden, wir sind glücklich. Aber das sind so die Sachen. Und was ich ganz groß kritisiere, wenn dem so war, das weiß ich nicht, ich habe noch keine Pressekonferenz gesehen oder sowas. Wenn das wirklich die Taktik war, die in der ersten Halbzeit, wir stehen erstmal hinten und verteidigen nicht nach vorne weg, ja, dann Nagelsmann Note 4, war. Dann war es ausreichend, weil wir 2:0 gewonnen haben, aber das war eine verschenkte Halbzeit, muss man ganz klar so sagen. Und wir haben eine Menge Glück gehabt, dass wir da nicht 1, 2 oder 3:0 hinten liegen. Da muss man auch mal ein Lob an Manu, gerade nach 9 Minuten das Ding, was er super hält, und dann das Ding vom Levi noch, diesen Kopfball. Ja, na, muss man dann mal so sehen. Aber wir waren diesmal effektiver. Die richtigen Chancen, die wir hatten, haben wir dann genutzt. Wir hatten gerade erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit, also auch so wieder 1, 2 Dinger, wo man es einfach besser zu Ende spielen muss. Und was mich richtig getriggert hat, das vielleicht nochmal, gerade mit Müller. Warum hat der Müller nicht? Der hat 2 oder 3 Mal die Chance gehabt, im 16er. Einfach das Ding aufs Tor. Nein, wir haben noch 3, 4 Mal quergelegt. Hab ich nicht verstanden. Aber es war nicht nur der Müller, es war, glaube ich, auch einmal Mané, glaube ich, der dann auch nicht wollte. Und alter Belly, du bist im 16er, wenn du da nur eine Millisekunde Zeit hast, bring das Ding aufs Tor. Und wenn das noch einer abfälscht, ist doch wurscht. Nein, wir haben wie unter Pep-Zeiten, wir waren im 16er und haben 3 oder 4 Mal den Ball quergelegt. Und da hatten wir 3 Szenen von. Das hat mich zur Weißglut getrieben. Da war ich dann froh, dass Goretzka da war und einfach mal das Ding gezündet hat. Er hat es 3, 4 Mal versucht. Wurde dann natürlich auch 2 Mal abgeblockt. Ja, aber dann ist das so, ja. Und das war außerhalb des 16ers. Aber wenn du schon im 16er bist, ja Leute, dann musst du halt einfach auch mal schießen. Ne? Anders kannst du keine Tore schießen. Was willst du machen? Willst du vom einen Pfosten bis zum anderen Pfosten dich quer spielen und was dann? Also, Junge. Aber nochmal, wie immer bei uns hier oder wie immer auf meinem Kanal, meckern auf hohem Niveau. Wir haben 2:0 gegen Barcelona gewonnen, die wirklich stark gespielt haben, erste Halbzeit. Ich habe ein bisschen anderes Spiel erwartet, gerade erste Halbzeit. Ich hätte es geil gefunden. Es war schon ein gutes Spiel auf hohem Niveau, schnelles Spiel. Aber es wäre doch mal super geil gewesen, wenn wir auch erste Halbzeit so angefangen hätten wie zweite Halbzeit, weil dann hätte Barca auch noch alle Körner gehabt und dann hätten wir, glaube ich, ein richtig geiles Spiel gesehen. So war es halt, wir haben das Glück gehabt, Barca hat erste Halbzeit schon viele Körner gelassen, zweite Halbzeit haben wir dann Gas gegeben und Barca konnte dann auch nicht so wirklich richtig mehr so dagegenhalten, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, aber wir haben ein gutes Spiel gesehen. Wir haben gesehen auch, dass eine Mannschaft mit Levi auch mal kein Tor schießt. Ja, also es ist nicht nur uns ohne Levi so, obwohl wir ja Tore schießen. Wir spielen ja nur unentschieden. Wir haben ja noch nicht zu 0 gespielt. Naja, gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine super gute Restwoche, da wir Dienstag gespielt haben, denke ich. Guck mal eben, wir spielen ganz normal Samstag wahrscheinlich. Ja, in Augsburg, wow.
Das wird wieder so ein richtiges Krüppelspiel. Wir spielen in Augsburg immer super schlecht. Ja, also immer, das heißt schlecht, aber wir tun uns super schwer, weil die wieder sehr tief hinten drin stehen werden. Wir haben noch keinen hohen Sieg die letzten Jahre in Augsburg geholt, wenn wir überhaupt mal gewonnen haben. Ich glaube, wir haben echt viele Unentschieden sogar gespielt in Augsburg. Wird also nicht leicht. Ansonsten abschließend vielleicht nochmal, weil wir letzte Woche viel rumgehackt haben auf den deutschen Vereinen in der Champions League. Bayer Leverkusen hat 2:0 gegen Atletico Madrid zu Hause gewonnen. Hätte ich persönlich jetzt nicht mit gerechnet, freut mich sehr. Und Eintracht Frankfurt hat in Marseille 1:0 gewonnen, freut mich auch sehr. Also ein super gelungener Tag für die 3 deutschen Mannschaften, die gespielt haben. Hut ab, freut mich sehr. Club Brügge hat 4:0 in Porto gewonnen, konnte ich gar nicht wechseln, das Ergebnis. Ja, also auch da Hut ab. Ja, und alles andere ist standardmäßig gelaufen. Ja, Sporting kann man vielleicht auch noch sagen, hat 2:0 gegen Tottenham gewonnen, ist vielleicht auch nicht alltäglich. Ja, aber aus deutscher Sicht ein schöner Spieltag. Ich drücke natürlich, oder was heißt, ich drücke Daumen, drücke nicht. Ich freue mich, wenn morgen die anderen beiden auch gewinnen sollten. Ist immer gut, sowas. So, und jetzt aber. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis zum Wochenende. Tschüssi.